Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder der Chris. Ein bisschen verkältet, ein bisschen Halsweh, von dem her ist die Stimme vielleicht nicht ganz optimal. Der Hall haben wir vielleicht auch ein bisschen im Raum, aber genug mit den negativen Punkten. Jetzt gehen wir definitiv zu den positiven und was ihr hier seht, ist vielleicht nicht ganz für alle positiv, aber ich liebe das Game 1998, was jetzt schon ein Zeitchen her ist. Sind wir alle ein bisschen jünger gewesen oder noch gar nicht existent, ist es ja so, dass Rare City Kong Racing herausgebracht hat. Ich habe mir das Weihnachten gekauft. Die irgendwie Honig kostet, kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern. Es ist schon noch gespässig, was das Hirn oben speichert. Ja. Und auf was dass man wieder zugreifen kann und was halt einfach wegfällt. Egal, haben wir das Game dazu mal gezogen, habe es ziemlich knifflig gefunden und das ist eigentlich auch der Konsens. Ein Game, wo man die Levels mehrmals spielen muss, wo Endgegner haben, wo aber auch kleine Open World schon hat. Also Rare hat dazu mal eigentlich das Mario Kart noch ein Stück besser gemacht in meinen Augen. Ich weiss, für gewisse ist das eine frevlerische Aussage, aber jedem das seine. Diddy Kong Racing, richtig flashiges Game. Und jetzt ist es so, dass ich schon seit einem Zeitchen am Schauen war, wie bekomme ich das Nintendo 64 auf meine neueren Bildschirme, sprich HDMI. Und dort gibt es ja mehrere Optionen. Ich habe mich dann nach einem Zeitchen mal so ein bisschen auf den Framemeister und auf das Ultra HDMI eingeschossen, weil die anderen Lösungen bieten einfach nicht ganz die Qualität. Und am Schluss habe ich dann auf das Ultra HDMI zugegriffen, mich für das entschieden. Das kann man hier ganz in der Nähe bei mir machen, bei Consoles for You. Ich euch den Link gerne in die Beschreibung. Hat ausgezeichnet funktioniert, sehr interessant gewesen. Und die Sache ist jetzt die, ich hoffe, man sieht es auch. Ja, voll. Jetzt kann ich hier mit einer Tastenkombination ein Menü aktivieren und kann hier jenste. Ja, mal, das funktioniert sogar beim Capturing. Nicht, dass noch der Elgato verrührt. Jenste Einstellungen machen, wo ich mich noch nicht ganz so auskenne, weil ich es jetzt noch nicht ganz so lang. Das heisst, ich habe noch nicht ganz so viel Zeit investieren. Ich hoffe, ihr wisst, auf was ich raus will. Es ist alles nur so ein bisschen ein Experiment. Aber es gibt auch viele Videos und Tipps natürlich dazu. Die Seiten vom Internet. Ja, man kann da noch die Helligkeit verbessern, eben Scanlines rein tun, Overscan. Es gibt hier unten so einen Retro-Modus, der standardmäßig gespeichert ist. Man kann auch noch so einen kleinen Pixelglanz aktivieren, wie früher bei den Röhrenfernsehen. Man kann Pixel noch einmal zusätzlich schärfen, man kann sogar so ein bisschen daneben vom Nintendo oder das Verschwommene besser gesagt ein bisschen entfernen. Es gibt viele Optionen. Die Sache ist die, es sieht dann halt einfach schon sehr, sehr scharf aus. Wisst ihr was, ich mache doch das schnell. Meistens gehe ich hier mit Fraction und ich weiss nicht, ob beim YouTube-Video dann halt wirklich etwas gesehen ist, aber was jetzt für mich hier sichtbar ist, ist, dass eben Pixel schärfer sind worden, sie haben sich ein Mühe verschoben. Das hat noch auch so ein bisschen verschwommen genommen. Ja. Es ist eigentlich so, dass es mir dann schon ein bisschen struppig war. Weil, klar, ist es auch ein bisschen sehr verschwommen gewesen, das Nintendo 64, aber es hat halt auch ein bisschen den Charme ausgemacht und die Games sind auch auf das eigentlich auch ausgelegt worden. Das heisst, wenn ich jetzt nachträglich das Zeug schärfer mache, hat es vielleicht nicht mehr ganz so den Eindruck visuell, wo auch der Entwickler eigentlich sich vorgestellt hat. Ich lasse jetzt aber mal schnell laufen, das wäre jetzt auch in dem Sinne die ultra scharfe Version. Ich bin jetzt momentan mit so einem, was ist das, 27 Zoll Screen am Spielen, 1080p, haha. Und normalerweise auf meinem TV, wo einiges grösser ist, dort ist das Bild dann eben schon durch den tiefen Detailgrad, durch die Schärfe, nicht mehr ganz so angenehm anzuschauen. Also es ist noch interessant, hier ein bisschen zu experimentieren. Jetzt hier auf diesem Screen ist es natürlich schon wieder ein bisschen anders. Mal schauen, ich fahre jetzt mal eine Runde mit diesen Einstellungen. Also da haben wir die lustige Riege von Charakter. Es ist alles wirklich auch für Kids gemacht. Von dem her
sehr herzig natürlich auch. Mit der Kleinen habe ich auch das letzte Mal ein paar Runden gespielt und ist natürlich perfekt jetzt für jemanden, der nicht ganz mehr in dieser Kids-Phase ist oder das irgendwie sauer aufstößt, ist das natürlich ein rotes Tuch. Aber ich finde es voll in Ordnung. Hier haben wir noch den Conqueror, bevor das richtig Bad Fur Day ist wurde. Und am besten gefällt mir hier eigentlich der Schildi. Der steuert sich in Ordnung. Genau, jetzt gibt es ja hier die Packs beim Nintendo 64 als Rumble Pack, aber das tue ich jetzt mal nicht rein. Nicht, dass wir hier akustisch noch mehr Störungen haben vielleicht. Jetzt, was immer sehr, sehr interessant ist, ist die Tatsache hier, dass ich das Game natürlich irgendwann verkauft habe, mein eigenes. Oder das, was ich dazu mal selber gekauft habe und halt wieder eins ersteigert habe. Und das Geile bei den Modulen ist ja, dass du meistens auch noch andere Spielstände von den Vorbesitzern drauf hast. Also irgendwie N und AK, was auch immer das, wer auch immer das war. Ich habe mir jetzt hier beim dritten Freien noch selber einen aufgetan. Und hier, unten rechts sieht ihr so die Mini-Map. Es ist so, dass man ein paar Ballone hier findet, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, vor allem mit dem Flugzeug. Aber ja, sonst dienen sie eher, um von Welt zu Welt zu kommen. Die Mini-Welt. Fast so ein bisschen Open World. Es ist aber so, dass mir hat das dazu mal ziemlich gefallen, weil ich sonst das in so einem Kart Racer, Fun Racer noch nie gespielt habe. Ja, bin ein Zeitchen immer wieder da so ein bisschen rumgecruised, auch wenn es einem nicht wirklich gibt in Bezug auf Progress. Aber es ist eine richtig coole Idee gewesen. Und hier ist, glaube ich, wenn man den Gegner besiegt hat, tauchen dann ihre Gringli auf. Ich gehe jetzt hier schnell in die Hovercraft-Welt. Hat auch ein paar richtig coole Strecken, auch wenn das Ding zum Teil ein bisschen störrisch ist. So, ja, mal, schon fast ein bisschen störrisch zu bedienen, muss ich sagen. Wenn man es ein bisschen draussen hat, geht es natürlich um einiges flinker, aber das Hovercraft-Cable ist zum Teil schon noch ein bisschen tricky. Interessant, wie viele Details dass man dazu mal, und das ist nicht das einzige Game natürlich, dort auch schon reingesteckt hat in das Spiel. Wie sie zurückschauen beim Rückwärtsfahren, so Zeug, das heute vielleicht selbstverständlich ist, aber es war interessant zu sehen, obwohl das Grafik sehr bescheiden ist, nach heutigen Standards, ist es doch eben interessant, was man dazu mal schon gemacht hat. Ich kann mich zum Teil wieder ein bisschen an die Strecken erinnern, das ist gut. Das spricht auch für mein Gedächtnis, aber ich habe es jetzt nicht mehr gerade 100% im Griff. Schnell schauen, ob wir hier irgendetwas reissen können. Oh, Jesus, okay. Und das ist halt schon Strupp. Ich meine, eben ja, das Game, das sieht richtig crazy aus, um ehrlich zu sein. Und dann wabbelt und pixelt und Texturen, die ausgeblendet werden. Aber wie gesagt, das gehört alles zum Charme. Und spielen kann man es immer noch ausgezeichnet, das ist ja das Abgefahrene. Jetzt dann nach gleich 20 Jahren, oder sagen wir mal 19, um genau zu sein, ist es immer noch tiptop. Das Einzige, was nicht so tiptop ist, ist mein Controller und meine Fahrskills, aber den kann ich dann auf jeden Fall auch mal vielleicht gegen einen besseren austauschen. Consoles for You, die sie eben auch gerade vor allem Nintendo 64 Controller wieder auffrischen. Und ich habe das letzte Mal bei ihrem Kickstarter mitgemacht, wo sie Nintendo 64 Controller neu machen. Sie haben nicht mehr das ursprüngliche Design, was ein bisschen schade ist, sondern sie haben mehr wie einen Xbox, Playstation Controller. Aber das passt eigentlich schon. Hey, hier habe ich es überhaupt nicht im Griff. Und da bin ich gespannt, wie die dann funktionieren. Und klar gibt es genug neue Games, die ich spielen kann, bin ich auf jeden Fall auch am machen. Wildlands habe ich jetzt die Story-Mission zum Teil im Team, zum Teil allein durchgespielt. Und ich muss sagen, ich habe es noch geil gefunden. Also ich kann nicht ganz verstehen, woher dass die zum Teil eher negative Stimmen kommen, gerade von den Reviewer.
Ja, klar kann man sagen, du gehst dann immer gleich vor, wenn es darum geht, irgendwelche Outposts zu erobern oder so, aber das liegt halt vielleicht auch daran, dass du nicht ganz so ein kreativer Mensch bist, weil klar könnte einem das Game immer wieder an den Hang nehmen und immer wieder neue Sachen anbieten, aber man kann eben selber das auch ein bisschen interessant und spannend gestalten. Yeah. Und die Story selber haben am Schluss wirklich noch interessante Wendungen. Es hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt im Nachhinein den Season Pass noch gekauft habe, weil da auch 10 Steine günstiger war. Ja, ganz paid DLC, ich kann mir davon halten, was man will. Mit Narco Road und Fallen Ghost heisst, glaube ich, wird einem aber schon noch einiges boten und die ganzen kosmetischen Veränderungen. Ja, wer es will, der kann sich das ziehen, oder? Yeah. Hey, es läuft gerade relativ easy, die Strecke. Sie sind auch noch nicht ganz so tricky, muss ich auch zugeben. Ja, Zweitlands auf jeden Fall easy. Jetzt mal schauen, ob ich mir sogar noch Platinum holen will. Ist halt schon ein bisschen mühsam, die ganzen Sachen einzusammeln. Aber wenn ich so in kurzen Bursts spiele, vielleicht vor einer halben Stunde, dann ist es immer wieder interessant, auch was sie für Details eigentlich in der Welt haben eingebaut. Cooles Game. Ich finde es wirklich richtig nice. Und wenn man sich dann überlegt, dass das Zelda Breath of the Wild und crap, jetzt habe ich schon wieder einen Magnet verwünscht. Und Horizon Zero Dawn eigentlich fast zur gleichen Zeit rausgekommen, dann bestärkt mir das nochmal in meiner Aussage, dass wow, hey, das Jahr ist richtig nice. Hey. Was Games anbetrifft, eines der besten Jahre eigentlich. 2017. Wer hätte es gedacht? Und Ende Jahr kommt dann noch das Doom für eine Switch, wo leider ja nur mit 30 Bilder pro Sekunde läuft und Maximum 27p. Aber man muss schon realistisch sein. Es ist eigentlich sogar schon fast ein Wunder oder auch ein riesiges Achievement, dass sie es überhaupt auf dem Switch zum Laufen bringen. Bin sehr gespannt. Und dann das Metroid bin ich natürlich noch ein bisschen am Weiterspielen. Schon so ein bisschen Guides anschauen, weil zum Teil habe ich gewisse Sachen nicht geschnallt, dass man jetzt gerade mit dem Schussmodus die Steine kann entfernen kann, ohne jetzt etwas zu spoilern. Yeah. Aber ist ein super Game, ist wirklich ein super Game, wie der Progress auch gemacht wird, wie man immer wieder neue Gadgets bekommt. Die Welt ist sehr interessant aufgebaut. Mario & Rabbids habe ich auch noch nicht ganz durch. Also ihr seht, game-technisch geht es jetzt richtig los. Also, vorhin gesagt, vielleicht eine Runde. Grundsätzlich würde ich jetzt schnell ändern. Jetzt tue ich mal schnell den Retro-Modus aktivieren, um zu zeigen. Ja, wenn ich jetzt hier auf das Recording schaue auf dem PC, es wirkt sanfter als natürlich die ultra harten Pixel, was jetzt aktiviert ist für die es interessiert. Wir haben hier der Overscan, das Bild so gestreckt, dass es bei mir ganz auf dem Bildschirm ist, 4:3. Der Gamma Boost ist aktiviert, dass es ein bisschen heller ist. Wobei, da muss ich sagen, nicht sicher, ob es jetzt vor- oder nachteilig ist. Weil, wenn man ihn deaktiviert, sind die dunklen Sachen dunkler. Haha, was für eine Überraschung. Und wirken dadurch ein bisschen atmosphärischer. Bei Yes ist es fast ein bisschen überbelichtet. Ich höre jetzt aber drinnen, die Scanlines sind auch drin. Ist eben etwas, wo ich eigentlich nie so warm geworden. Aber egal, es macht das Bild ein bisschen sanfter. Wir haben hier noch ein bisschen den Bloom vom CRT drin. Und Fast Interlands ist auch aktiviert. Das sollte das V-Sync deaktivieren. Und dadurch noch eine schnellere Input-Time eigentlich geben. Aber eben, es hat fast keine Input-Verzögerung. Von dem her ist es wirklich das Beste, was eigentlich momentan kannst haben, das Ultra HDMI. Das wäre jetzt wiederum die erste Welt. Dort habe ich den Endgegner schon mal genommen. Und dann schickt er die dann zurück und dann musst du die Strecke noch einmal machen und gleichzeitig noch 8 Münzen, glaube ich, einsammeln. Dann bekommst du den zweiten Ballon. Und auch erst werden, genau. Und das können wir jetzt hier gerade mal noch machen. Brodelvulkane, coole Strecke. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass die Münzen hier ziemlich tricky sind.
Die erste und zweite Strecke von dieser Welt war easy gewesen. Bei der dritten musste ich schon ein bisschen mehr ausprobieren. Und hier ist auch eine hier hinten dran versteckt. Tatsächlich. Leider nicht verwünscht. Alright. Jetzt geht es mal darum, herauszufinden, wo sie sind überhaupt. Okay, hier hinten könnte eine sein. Nein, hier in der Mitte. Okay. First one. Dann haben wir auch hier auf der Kante, genau. Dann muss man hier... nein. Hier oben drauf, genau. Gut. Also gut, lenkt leider nicht. Dann, okay, die ist wiederum easy hier. Beim Dino ist keine, aber hier im Booster, gut. Und im nächsten Booster auch nochmal. Nice, dort fliege ich meistens durch, wenn ich ihn verwünsche. Also, jetzt mal schauen, ob wir die kriegen. Das ist gut. Dann ist da auch eine drin. Yep. Die haben wir leider nicht verwünscht. Und anschliessend bräuchte ich dann noch eine. Eventuell ist die beim Dino links versteckt. Hier im Booster ist... nein, die ist da oben drauf, genau. Uiuiuiui. Ja, das hat auch nicht gelangt, leider, ja. Das Game läuft, glaube ich, auch nur mit 30 Bilder pro Sekunde, wenn ich mich nicht täusche. Und zum Teil ist es eben schon ein bisschen sloppy, wenn man aber so schön sagt. Fühlt sich nicht ganz so dynamisch auf die Eingaben. Aber das war früher auch schon so gewesen und dort gewöhnt man sich dann dran. Also. Gut. Hey, nein, sorry zusammen. Das habe ich leider verpasst, aber ich werde nicht mehr erst. Da muss man realistisch sein. Und das ist ja auch eine Bedingung. Also es geht nicht nur darum, Münzen zu holen, die zum Teil wirklich Spots sind, wo man extrem verlangsamt wird, sondern auch noch den ersten Platz zu erreichen. Also, hey, jetzt habe ich die auch nicht verwünscht, das geht ja nicht. Ich starte doch gerade wieder neu, das bringt ja nichts, man bekommt ja auch nicht irgendeine Erfahrungspunkte oder so. Ich weiss nicht, ob der Digital Foundry kennt, der YouTube-Channel. Hey, wieder verpasst. Ich starte gerade nochmal. Die tun ja meistens so Games testen in Bezug auf Auflösung, Framerate, so ein bisschen technische Analysen. Jesus! Und schaue ich immer wieder gerne. Ist sehr interessant, auch in Konsolenvergleichen. Man lernt auch zum Beispiel, wie so ein Game halt funktioniert. Und John Linneman, glaube ich. Einer der Jungs, die dort arbeitet, macht dann jeweils am Weekend, wenn er auch Zeit hat, macht er Digital Foundry Retro. Und dort schaut er halt einfach Retro-Games an. Das letzte Mal war gerade Doom dran, alle Konsolenversionen, die es gegeben hat. Sehr, sehr interessant gewesen, wirklich sehr spannend. Schaue ich äußerst gern. Und, rein von dem her, habe ich gedacht, könnte ich vielleicht zwischendurch an einem Weekend, an einem Sonntag auch mal so ein Retro-Game zeigen. Nicht, dass ich die gleichen analytischen Fähigkeiten habe wie die Jungs oder eben das technische Knowledge. Aber für mich selber ist es halt auch flashig, die alten Sachen wieder zu spielen. So ein bisschen in den Erinnerungen zu schwelgen. Hey, jetzt haben wir die letzte Runde und ich bin auf dem zweiten Platz. Das sind richtig gute Voraussetzungen. Die muss ich nur schnell einmal verwünschen mit einem Doppelroten. Das ist so ein Homing Missile. Ja, genau. Hier vielleicht nur durch den Boost, wenn es geht. Ja. Aber ja, es hat auch ohne Raketen geklappt. Sehr nice. Und was ich muss sagen, und klar, eben, das ist erst die erste Welt. Die vierte Strecke ist noch ein bisschen simpler, das ganze Zeug, wird vielleicht schon noch ein bisschen komplexer. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an jede Strecke im Detail erinnern, aber hat natürlich auch mit Fähigkeiten von Konsolen zu tun. Nichtsdestotrotz sind auch schon so ein bisschen Sprache, ja. Und sonstige Features in den Games gehabt, wo man jetzt vielleicht von so einem Modul gerade nicht erwartet hat. Und der glänzige Gold-Effekt hat mich früher auch ziemlich draus getan. Das war faszinierend. Und jetzt haben wir hier noch einen Endgegner. Bevor ich da starte, tue ich noch geschwind Anpassungen machen.
So wie ich es halt gerne spiele. Also eigentlich alles ausschalten, sozusagen. Aber eben auch Pixelschärfung nicht speziell aktivieren. Dann bleibt es trotz dem, dass Scanlines fehlen, nicht ganz so hart zum Anschauen. Ja, es ist interessant. Wenn es einem interessiert, kann ich wirklich sehr empfehlen. Jetzt können wir hier gegen den Triceratops fighten. Und ja, ich versuche es mal. Ich habe sicher schon 6-7 Mal probieren, als ich nicht das erste Mal gefightet habe. Aber das war früher eben auch schon so. Kniffliger Bursch. Das Ziel ist auch, dass man alle Ballone verwünscht. Wow, das Ziel ist auch, dass ich nicht so langsam bin, sonst blättert es mich da aufs Übelste. Wow. Das ist schlecht gelaufen, könnte man sagen. Aber auch schon wieder etwas dazugelernt. Gut, der Stein ist beim ersten Mal schon gekommen, als ich es gespielt habe. Also. Ja, wow, den verwünsche ich nicht. Jetzt, vielleicht schaffe ich es noch. Bleiben wir optimistisch, weil es ist so, dass hier eine fiese Abkürzung, die er nicht nutzen kann. Für ihn fies natürlich. Und falls ich sie dann verwünsche und ihn auch noch einmal verwünsche, nein, er ist jetzt schon dort, wo nicht die Abkürzung rauskommt, schade. Aber dann kann ich ihn vielleicht noch einmal abschießen, was ihn auch verlangsamt. Hey, habe ich es jetzt verhängt, die Abkürzung? Was erzähle ich hier? Es ist aber rechts rausgekommen. Schade. Hier. Nein. Da wärst du rausgekommen. Hey. Die Duelle, okay. Ja, er ist jetzt schon im Ziel. Let's try again. Vor allem eben auch hier mit der Erinnerung ist es schon funny, wie man sich eigentlich nicht mehr so erinnern kann, was abgeht. Und gleich, wenn man es dann spielt, ist man sehr, sehr schnell wieder drin. Ja, also, wenn ich links am Rand bleibe, dann geht es easy mit diesen Steinbrocken, die hier runterfallen. Da ist auch kein Stress, genau. Hey Mann. Da muss ich nachher in dem von rechts über ausreiben, irgendwie schneller, aber wie könnte ich schneller werden? Weil blaue Ballone gibt es eigentlich nicht von Anfang an. Ja, aber wenn man alle Items richtig nutzt, ja, hätte ich auch schon die Rakete holen. Dann kann man eigentlich easy schlagen, aber man muss sich das Ganze schon extrem gut einprägen. So. Crap, zu langsam gewesen und noch Palmen verwünscht. Schön, dass eben auch noch Kokosnüsse runterfallen. Und auch wenn es nur ein 2D-Objekt ist. That's alright. Also jetzt ist sie hier, glaube ich. No. Hey, die Abkürzung gibt es irgendwie gar nicht mehr. Ah, Mo! Sie ist einfach ein bisschen verschoben, oder? Verhängen sie irgendwie? Vor allem, er ist jetzt auch wieder im Ziel. Yeah. It's getting better by the minute. Aber ich würde sagen, ich höre jetzt ein, weil ich übe das lieber noch ein bisschen für mich selber. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal so kleine Retro-Episoden. Nintendo 64, Diddy Kong Racing, 1998 Release. Ganz ein cooles Game. Habe ich wirklich viele gute Erinnerungen an das. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche für die, die es später schauen. Habt's gut. Tschüss zusammen.